Haut zweiten Adventssonntag begrüße ich aus der Kirche von Lillien, wie wir drauf Funheit Sonntagsmass. Et singt Choral Beigen Lillien Stackem, Dirigent aus den Basti Differding, Organist de Luc Reff. Hier spielt als Entrée Air en D majeur vom Bach. Du nur sange wir, singe im Advent vom Meyerhofer, Tau aus Himmelshöhen, Sancta Sancta vom Schweizer, I Sing Holy vom Meyerhofer, Sehnsucht nach Frieden von Stallmann an Händel, Danke dem Herrn von Herose a Schulz und als Schlusslied Komm Christus vom Theo Wallin. Durchel spielt als Sorti Una Martina vom Einaudi. Mit mir konzelebriert der Michael Müller.
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Leif Leid heit zu Lillien an der Kirch, alle Valgur, die da iwwer Medien mat deis verbunden sieht. Der Papst Franziskus schreibt aus engem Brief und die Jugendlich für den 31. Weltjugendtag. Angesichts der menschlichen Tragödien, insbesondere des Leidens von Unschuldigen, fragen auch wir den Herrn, wie wir in einigen Psalmen beten, warum? Nun, wir können Teil von Gottes Antwort sein. Wir, die wir von ihm nach seinem Bild geschaffen sind, können ein Ausdruck seiner Liebe sein, die selbst dort Freude und Hoffnung hervorbringt, wo dies unmöglich erscheint. Dieser Satz kann es berehren. Wir können ein Deel von Gottes Antwort sein, ob froh vom Leiden, an ob die bedrängend frohe von unserer Zeit. Für wat? Ma Christen, was sie matzen an Leidenssituationen do sind, do aushalen, do lindernd am ihrer Hilfe ergreifen, da bringen sie Licht wo Gott do hin, wo scheinbar keine Hoffnung a keine Zukunft ass. So sind sie mir ein Deel von Gottes Antwort ob froh vom Leiden. Die verschiedenartig Leiden an Neid scheizen no Hilfe. Den Hilfesappell vom Lützeburger Pater Julien Braun aus Chile bleibt aktuell. Hier gött von der Hilfsaktion Adveniat Lützeburg unterstützt, für sein Ausbildungsprogramme und noch für sein arme Kirchen, die immer mehr besicht gött, weil der Ärmer gëtt immer mehr. Dafür gött auf diesem Sonntag überall am Land an unsere Kirchen für Adveniat gespend angebiert. Sie noch mir, hei wie einerwärts, generös an Hilfe mir, wo wir Hilfe können. Da das Eis antwort ob Unzulänglichkeiten an die Vielsorten von Leiden an der Welt. Den allmächtigen Herrgott soll erbarmen mat eis hunn, eis all eis Schuld no losen, als ein ewig Liewe schenken. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger und barmherziger Gott, deine Weisheit allein zeigt uns den rechten Weg. Lass nicht zu, dass irdische Aufgaben und Sorgen uns hindern, deinem Sohn entgegenzugehen. Führe uns durch dein Wort und deine Gnade zur Gemeinschaft mit ihm, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und verkündet der Stadt, dass ihr Frondienst zu Ende geht, dass ihre Schuld beglichen ist. Denn sie hat die volle Strafe erlitten von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Eine Stimme ruft, bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden,
und was hügelig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn, alle Sterblichen werden sie sehen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Steig auf einen hohen Berg, Zion, du Botin der Freude. Erheb deine Stimme mit Macht, Jerusalem, du Bote der Freude. Erheb deine Stimme, fürchte dich nicht. Sagt den Städten in Juda, seht, da ist euer Gott. Seht, Gott der Herr kommt mit Macht, er herrscht mit starkem Arm. Seht, er bringt seinen Siegespreis mit. Alle, die er gewonnen hat, gehen vor ihm her. Wie ein Hirt führt er seine Herde zur Weide. Er sammelt sie mit starker Hand. Die Lämmer trägt er auf dem Arm, die Mutterschafe führt er behutsam. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Es begann, wie es bei dem Propheten Jesaja steht. Ich sende meinen Boten vor dir her.
Er soll den Weg für dich bahnen. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündete Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften, und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht wert, mich zu bücken, um ihm die Schuhe aufzuschnüren. Ich habe euch nur mit Wasser getauft. Er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, Christ mehrt ginnet immer mehr, also gin immer mehr belebt. Überall sind sie mittlerweile zu fannen. Leid verbannen domat so eng rührselig, stimmungsvoll Zeit. Der Wunsch no Atmosphäre, no Still der Besinnung, als Seelen so stark wie an diese Wochen vom Advent. Sticht du nicht eigentlich de Geheimen an dewe Wunsch nur etwas Neuem, engem neuen Ufang der Hanat, etwas wat ernst as, wie dat wat man Tag aus Tag an so liewen an erliewen, wat sich davon aufhieft, etwas total anderes. Ufang. Mit dem Wort Ufang, Anfang, hängt doch dat eelsten Evangelium vom Neuen Testament zu summen, de Markus. Ganz schlicht und einfach fängt das Evangelium mit dem Wort an, Anfang. So lapidar, dass es meistens beim Lesen oder Nolauschtre gar nicht auffällt. Und da wird das Wort Anfang et a sich. Wie da mir schon gedurcht oder gesot, ich fänke neu an. Ufänke mat, nicht mi fümmen, nicht mi trinken, manner Fleisch essen, sich mei bewegen, sich die Familie kümmern, mehr Zeit für den Partner an. Nicht zu vergessen noch den Anfang von neuen Lebensabschnitten, ein neuer Platz, plündern an ein neues Wohnnicht oder an Altersheim, Abschied holen, den neuen Anfang von einer Lebens- oder Liebesbeziehung. Wir kennen all das Anfang, aber wissen noch, wie kompliziert sie können sein. Aller Anfang ist schwer, war von den Lieblingssprüchen von meiner Mom. Aber sie können noch neue Chancen und Möglichkeiten an sich drohen, die mehr Sinnerfahrung, mehr Zufriedenheit und Freiheit möglich machen. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, heißt der Taut, 124 Minuten gelesen. Der Markus schreibt von dem neuen Depart, die Gott mit den Menschen geholt hat. Mit der Geburt von Jesus Christus, seinem Jung, schafft Gott einen neuen Anfang an der gesamten Menschheitsgeschichte. Ihr selber Gott Mensch, lebt in den Menschen, erlebt, was Menschen beschäftigt und bewegt. Ein deelt ihr Leben an ihr Schicksal von Anfang bis und dann, von der Geburt bis zum Tod. Am Jesus schickt den Herrgott eng froh a befreiend, jo eng hoffnungsvoll Botschaft an die Welt. Jo, de Jesus ass des Botschaft a Person. Hien ass dat liewicht Evangelium, hien ass den neien Ufang. Das, wie war Gott mat Team nach en Kreier nei gif Menschheitsgeschicht usetzen, Klatz gif frisch opsetzen. Den Advent will tatsächlich eng Zeit, wo Stillt a Besinnung sinn. Stillt für Gott, dass nur an Eis Neids wirken kann.
Besinnung darauf, dass wir sing frohe Botschaft neu hören, sie verinnerlichen, eis von hier verändern lassen. Schaff wir an diesen Tagen Wochen den Raum, wie das den Herrgott an uns Platz holen kann. Schwätz wir mit ihm, bieten wir, an empfängt wir hier am Brot vom Leben. Erreicht, wenn wir hier so an uns abholen, kann an uns einen neuen Auffang geschehen, auch an mir, mit ihm an mit den Mitmenschen. So kann den Advent einer ungewinnt und unverbraucht Perspektiven abkommen lassen, dank dem Evangelium von Jesus Christus. Den Herr will uns begegnen, machen wir uns bereit, wie ihn abzuholen, und mit ihm einen befreienden, hoffnungsvollen, neuen Depart zu wohnen. Den Advent liefern als dafür auch Zeit von der Erwähnung. Eine Zeit, an der wir uns bewusst machen, dass wir vom Herrgott Großes erwarten dürfen, weil ihr selber auf uns zukommt. Die Adventssonntag präsentieren uns biblisch Gestalten, die das Erwartungshaltung inkarnieren. Haut den Johannes den Täufer. Was du die kommen soll, oder soll man ob in andere werden? So fragte Johannes einmal de Jesus. Das froh seht alles über den Johannes. Et könnt ihr so hier als die personifizierte Erwähnung. Sein einziger Lebensinhalt besteht daran, ob bestimmten zu werden, respektiv darauf zu werden, dass den sich endlich weist an manifestiert. Jedereen, die schon einmal ob werden muss, weiß, wie anstrengend, an Nerven abreibend das sie kann. Das unhöflich, anderer lang werden zu lassen. Wenn den für den aufgemachten Zeitpunkt nicht da ist, dann müsst den anderen sich sorgen, fragt sich, hat mich falsch verstanden, und ich einen falschen Zeitpunkt am Kopf, als ihm etwas dazwischen kommt oder als ihr etwas passiert. Ich weiß nicht, lieber gut, was wir Frauen dem Johannes beim Werden durch den Kopf gegangen sind. Und hat sich jedenfalls nicht aufbringen lassen als einer Erwähnungshaltung, als einem sicheren Frohen nom Messias, dem Gesalbten von Gott. Hier weiß ich da seiner Sache ganz sicher, also den no mir könnt, als mehr stärker wie ich. Die Erwähnung vom Johannes bezieht sich also nicht auf etwas Abstraktes, eine Vision, ein Ideal oder eine bestimmte Vorstellung. Der Johannes war dabei eine konkrete Person, ob ein ganz bestimmter Mensch. An dieser Person weist sich Gott den Herr selber. Der Johannes weiß, ob wir ihn hier wert und ob wat die Welt wert. Dafür stellten sich an den Drun, a Gott zu verstehen, nicht ich sie nicht, den es geht. Hier schmückt sich nicht mit fremden Federn, wie ihn so seht von einem, den sich loben oder belohnen lässt, wie etwas, was nicht ass oder nicht gemacht wird. Der Johannes ist ehrlich. Er stellt sich nicht an den Mittelpunkt, den anderen ihm anbieten. Es geht nicht um mich, bemerkt ihn. Es geht um einen anderen. Matzen inner dir steht ein, den der nicht kennt, den nur mir könnt. So seht ihr ihn. Wirklich ehrlich sind wir, lief Matchristen, wenn wir wie Johannes den Täufer als Platz an der Welt realistisch kennen. Wenn wir wissen, wo wir hingehören, als richtig erschätzen und nicht überschätzen. Das heißt, wenn wir uns selber respektieren an dem, was wir sind. Nicht mehr, nicht minder. Wenn wir uns korrekt situieren, aber wenn wir authentisch sind. Beim Werden ist der Johannes alles anders wie untätig. Hier möchte weh brett, hier rieft ob umzukehren, anhilft durch sein Predigt, an Darftätigkeit, singen Zeitgenossen dabei. Gestalt vom Johannes dem Täufer weist eis, erwartungsvoll Leben, als etwas zutiefst Aktives. So gesehen werden ziemlich Missverständnis, wenn wir den Advent als eine Zeit von passivem Nichtmachen geben auffassen. Erwartung meint immer den Weg präparieren, meint konkret Vorbereitung.
Werden als an dem Sinn kein Verlor oder verbützten Zeit, weil an der Zeit deht sich etwas, klärt sich manches, kann ich mit mir selber antränkt kommen. Das Zeit bewusst zu nutzen, an aktiv zu sein, wird der Werdung vom Johannes und die Leid, die sich demals am Jordan hunde verlassen. Anriecht sich Haut und Eis am Advent. Adventlicher Werdung streckt sich aus no Messias, dem Jung von Gott, den als versprach as, an den komme soll. Durch ihr immer so ein Missverständnis. Den Advent, als wir als Christen nicht zuallererst eine Zeit von beschaulichem Brauchtem oder technischem Präparieren, von denen Christ feiert ich. Vielmehr geht es darum, sich auf Begegnen am Herrgott selber anzustellen. Es geht darum, Sehnsucht ableben zu lassen, wie mit ihm persönlich an Berührung zu kommen. Dat hier noch bei mich heilend, mit lebt, a Geist erfüllt könnt. Der Johannes als eng markant Persönlichkeit, mit eng grad so markante Message. Er werden hecht aktiv virgoen, initiativ gehen, an komme vom Herrgott an Wehen leden. Den Advent geht eitel, verpassten Zeit, wenn wir hier nicht da werden, der Jesus, an dem Gott ein Gesicht kriegt. Gimmer also, liebe Brüder und Schwestern, gestalterisch viel. Und mach mal etwas aus den kommenden 14 Tagen, bis Christtag da ist. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Los mit zusammen zum Herrgott beten, dass hier sei Volk trägt, aber mit Guttät ob Kirch und ob all Menschen guckt. Ma aus denger Kirch Volk, dat NRW bei dich ass, a München komme von dingem Reich verkündigt. Herrgott heiereis. Schenk all dene Völker Frieden, die in der Krieg Ungerechtigkeit, Hunger zu leiden haben. Herrgott heiereis. Schenk denen der Licht, die keine Hoffnung mehr haben. Erweist dich denen, die dich sichern. Erweist dich denen, die dich sichern. Herrgott heiereis. Trägt die Kranken oder am Trauer an Hölf eis, dat wir eis diesen Advent richtig ob Christus vier bereden. Herrgott heiereis. Gute Papa am Himmel, heier eis deinfach gebiert, an hol eis goven un. Wir können eis nicht ob eis Verdienster berufen, mir vertrauen ob den Gutheit, du beten wir zu dir, durch Christus eisen Herr. Amen.
Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zu Heil der ganzen Welt. Barmherziger Gott, wir bekennen, dass wir immer wieder versagen und uns nicht auf unsere Verdienste berufen können. Komm uns zu Hilfe, ersetze, was uns fehlt, und nimm unsere Gebete und Gaben gnädig an. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Von ihm redet die Botschaft aller Propheten. Die jungfräuliche Mutter trug ihn voll Liebe in ihrem Schoß. Seine Ankunft verkündete Johannes der Täufer und zeigte auf ihn, der unerkannt mitten unter den Menschen war. Er schenkt uns in diesen Tagen die Freude, uns für das Fest seiner Geburt zu bereiten, damit wir ihn wachend und betend erwarten und bei seinem Kommen mit Liedern des Lobes empfangen. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Erbarme dich unseres verstorbenen Bruders, des Pfarrers Michel Bock, den du aus dieser Welt zu dir gerufen hast. Durch die Taufe und die Priesterweihe gehört er Christus an. Ihm ist er gleich geworden im Tod, lass ihn mit Christus zum Leben auferstehen. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Am der Choral, wenn wir zusammen beten, so wie Jesus Christus selber eiset gelehrt tut. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche
und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Und im Reisenzeichen von dem Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Jerusalem, erhebe dich, steig auf den Berg und schau die Freude, die von deinem Gott zu dir kommt. Freundlich und seine Güte wäre.
Lasset uns noch beten. Herr unser Gott, im heiligen Mahl hast du uns mit deinem Geist erfüllt. Lehre uns durch die Teilnahme an diesem Geheimnis, die Welt im Licht deiner Weisheit zu sehen und das Unvergängliche mehr zu lieben als das Vergängliche. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Oh,
Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zu Lillien. Der nächste Sonntag, 3. Advent, war drum Mass vom Hauwald. Und los schalten wir zurück an den Studio.